ist uns alles einerlei. Na und, was ist denn schon dabei? Wir sind so frei, wir sind so frei. Na und, was ist denn schon dabei? Heil ist uns alles einerlei. Ich hatte ein armes Elternhaus. Von morgens bis zur Abendstunde war der Gerichtsvollzieher Dauerkunde. Und der Mamas größtes Vergnügen war jedes Jahr ein Kind zu kriegen. Bei 7 sagte sie, es reicht. Da war auch Papa überzeugt. Es seht, davon werde mir nicht reicher, auf morgen schlafe ich Speicher. Da meint der Mann, die das gehört, da drüber bin ich nicht empört. Wenn du meinst, das nützt uns jetzt, ja nicht mit noch auf in das Bett. Als 8. war ich ein Nachkömmling. Wie der Papp mich überall stolz sehen det, seht der Opa führen jetzt die an Dinge Stelle vor abhören. Sie gelingen dir nicht mehr ganz. Wie ich 3 Jahre alt war, ist der Mann mit mir am Doktor gegangen. Setze der Kleinmäd noch jede Nacht das Bettchen aus. Sagt der Doktor, wie geht das dann? Ich sage jeden Abend, wenn ich eingeschlafen bin, jede Tipp, 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 können so ein kleiner, grüner Mensch, sitze ich bei mir über das Bettchen. Und da sagt er, hast du schon Pipi gemacht? Da komme ich so und da sagt er, da machen mal schön. Wenn ich dann morgens wieder aufstehe, ist das Bettchen immer nass. Sagt der Doktor, dem können wir aufhelfen. Heute Abend gehst du erst am Klöschen, machst ein Bächlein und dann gehst du ins Bett. Und ich getan. Ich bin gerade wieder eingeschlafen. Tipp, 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 tipp. Gut, das kleine, grüne Menschen sitzt hier über das Bettchen. Ich sage, ich hab schon Pipi gemacht. Seht ihr, wer spricht denn davon? Heute Abend machst du Häufchen. Ich habe einen Nachbarn, also das können Sie sich nicht vorstellen. Und vor allen Dingen der im Straßenverkehr, wenn Sie das heute sehen, es gibt ja so eher arrogante, ignorante Leute. Nicht? Da. Nicht? Ja, ehrlich, heute gibt es ja sowieso nur noch 2 Arten Fußgänger, die Schnelle und Tote. Nicht? Das ist Tatsache. Wenn Sie heute auf der anderen Seite wollen, dann müssen Sie drüben geboren sein, anders kommen Sie nicht rüber. Hier, mein Nachbar, der Neureiche, 600er Mercedes, 12 Führerscheine. Wenn der in so eine Razzia reinkommt, der hält gar nicht an, der macht das Fenster auf, schmeißt einen raus, fährt weiter. Ehrlich, ne? 3 Nummernschilder hat er, 1 vorne, 1 hinten, 1 unten. Ich sag, warum? Sag, wenn ich jemanden überfahre, soll er sehen, wer es war. Ich habe ein Buch gelesen letzte Woche, sowas von traurig. Mein Sparbuch, ne? Pass auf. Nee, die haben ja meine Bank, haben sie neu renoviert. Bei der Gelegenheit haben sie mein Konto mitgestrichen. Ne? Also, nun gehe ich ja öfters zur Bank mein Füllfederhalter füllen. Und wie ich das... Was da für Typen reinkommen. Da kam einer letzte Woche in Westfalen, viereckigen Kopf. Ne? Pass auf, wenn sie mit Hammer, haust du drauf, sagt er herein. Hatte Scheck in der Hand, gab dem Kassierer den Scheck. Sagte, den möchte ich gerne einlösen, wohl. Er sagt, dann müssen Sie hinten unterschreiben. Sagte, warum? Er sagt, wenn ich den Scheck einlösen will, dann müssen Sie hinten unterschreiben. Er sagt, ich kann unterschreiben, wo ich will, das ist doch mein Scheck, wohl.
Nein, sagt er, das geht nicht, da müsst ihr in seinem Moment, der Präsident, der Direktor, die schreiben alle vorne drauf. Warum soll ich hinten drauf schreiben? Ja, sagt, das ist so Kottim, das ist mir egal, gegen eine andere Bank. Das ist eine andere Bank, genau dieselbe Arie. Der Kassierer hat die Nerven verloren, hat einen Gummiknüppel genommen, hat einen über den Regen und er sagt, Sie sollen hinten unterschreiben. Jawohl, zack, 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 zack. Hat hinten unterschrieben, hat sein Moos gekriegt. Ist er wieder zurück in die andere Bank, sagt der Kassierer, na, haben Sie Ihr Geld gekriegt? Sagt er, ja. Sagt er, haben Sie hinten unterschrieben? Sagt er, ja. Ja, sagt er, warum haben Sie bei mir das denn nicht gemacht? Ja, sagt er, Sie haben mir dann auch nicht richtig erklärt, ne? Hier, meine Damen, da kam der Größte rein, Herr Neureich. Halbe Brille, Monokel, zack, zack. Geschlachtetes Sofa auf dem Mantel, hier oben, so hier. Ging auf den Kassierer zu, sagte er, mein Name ist Schmidt, ich möchte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Sagt er, wie bitte? Sagt, ich möchte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Der hin zum Direktor, sagt, stellen Sie mal vor, Herr Direktor, da drüben, da steht einer, der tituliert mich. Nein. Sagt, da schmeißen Sie die Typen noch raus, hören Sie mal zu. Sag ich, einiges können wir doch hier nicht gebrauchen. Was will der denn? Sagt, er will ein neues Scheckheft. Sagt er, wie heißt er denn? Sagt er, Schmidt. Sagt er, hat er bei uns ein Konto? Sagt er, jawohl. Sagt er, wie hoch? Sagt er, 800.000 Mark. Ja, dann geben Sie ihm noch ein Scheckheft, Sie Arschloch. Ja, Junge. Nee, da kann man Typen, wenn man so lokal sitzt, da kommen ja Typen rein. Das Lokal hatte eine Drehtür. Pass auf, kam einer rein, total besoffen. Durch die Drehtür, klatsch gegen den Tresen, doppelten Whisky. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, er rein in die Drehtür. Psst, einmal rum, klatsch wieder gegen den Tresen. Flasche Wein. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, er wieder rein in die Drehtür. Psst, wieder rum, klatsch gegen den Tresen. Flasche Sekt. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Sagt er, sag mal, gehören dir denn alle Lokale in Köln hier noch? Typen! Hier, meine Damen, da kam der Größte rein, Emmels hier, der hatte seinen Arm, den hielt er so. So, pass auf, kam der rein. Ja, der war, sagt einen doppelten Whisky, bitte. Pff, weg war er. Noch einen. Weg war er. Ich gehe auf den zu, ich sage, entschuldigen Sie vielmals, was haben Sie denn mit Ihrem Arm gemacht? Mensch, da hat mir einer meinen Teppich geklaut. Typen! Nee, aber man soll es lassen, wenn man fährt, also nicht Alkohol, ne? Weg vom Steuer, ehrlich. Ich hab's erlebt jetzt letzte Woche hier in Köln, frontal, direkt gegen den Mann. Puch, 4 Mann stiegen aus, zum Glück nichts passiert. Polizist war gleich da, sagte, mein Herr, ich hab's gesehen, wer von Ihnen hat gefahren? Sagte, das ist es ja, Herr Wachmeister, wir haben alle 4 hinten gesessen. Ah. Das Typen, ne? Aber das sicherste Fahrzeug ist immer noch die Straßenbahn, ehrlich. Ne? Ich will ja keine Reklame für machen, aber es ist sicher, ehrlich. Ich hab's erlebt letzte Woche noch hier, ich fahre ja öfters mit der Tram. Nur eins muss ich sagen, das Gedränge ist nicht mehr so da, wie das früher war. Nach Büroschluss, 5 Uhr, man stellt sich in Reihe und Glied, ganz auf Englisch, hat man gelernt, hier, flott. Stand als erste von eine junge Dame, hatte so einen hautengen Maximantel, hinten so große Knöpfe. Jetzt hätten sie das Drama erleben müssen, als die Straßenbahn kam, wollte die einsteigen mit dem engen Ding. Kriegt den Fuß nicht hoch. Hat sich so nach hinten gebeugt, hat sie einen Knopf aufgemacht, immer noch nicht. Hat sie einen zweiten Knopf aufgemacht, nee, immer noch nicht. Jetzt stand ein junger Mann hinter ihr, dann haben sie so eine Architektur und bums war sie drin. Ich sage, die war vielleicht sauer. Die sagt, was erlauben Sie sich? Ich kann mich doch nicht einfach so unsittlich berühren. Ja, so, dann kommen Sie, ich lass mal von Ihnen eine ganze Hose aufknöpfen hier. Noch vergehen. Ja, warte, Herr. Vergessen Sie alles, was Sie bisher an Kunst und Musik gehört haben. Ich steige Ihnen jetzt hier Klassik in den Schuppen. Ja, warte, Herr, ich brauche Ihnen nichts zu tun, ne? Mein berühmter Kollege, der Herbert von Karajan, jawohl, der hat schon zu mir gesagt, du spielst nicht nur Tröd. Woher wissen Sie das, wa? Kunstexperten haben gesagt, derjenige, der den man noch nicht gehört hat, kann sich glücklich schätzen. Ja, hören Sie bei mir genau hin, es sind bereits berühmte Musiker gestorben. Paganini ist tot. Ich erfahre soeben im Rheingehen, Beethoven lebt auch nicht mehr.
Ja, Sie lachen, ich hab ja nicht gewusst, dass der krank war. Ja. Hören Sie bei mir genau hin, auch ich fühle mich nicht mehr ganz gesund. So, damit wir uns langsam aneinander gewöhnen, habe ich Ihnen aus meinem umfangreichen musikalischen Reservat zunächst ein paar leichte Klamotten mitgebracht. Ich spiele Ihnen als erstes in Stereo. Ja, was, haha. Meine Damen und Herren, ich brauche das nicht. Bitte, wenn Sie das nicht wünschen, gut, überschlage ich das. Ja. Da sind Sie mir sowieso noch zu jung für. Also wenn das hier nicht anders wird, wäre ich böse. Wir sind doch letzten Endes nicht auf einer Sitzung hier. Ich kann auch anders. Ich kann auch aus Deutschland nicht spielen. Da können Sie Ihren Wein aber im Stehen trinken hier, nicht? Ja. Ja. So, da Ihnen die ersten 3 Dinger so gut gefallen haben. Also wenn Sie mich verärgern, spiele ich überhaupt nicht, ne? Da sage ich Ihnen nur, was ich eventuell gespielt hätte. So, das wäre gespielt. Das nächste ist nur für Evangelische. So, das wäre auch erledigt. Also ich sehe mir das nicht mehr länger an, hier der ganze Tisch raus. Ist das der Dank, dass ich Ihnen hier im Schweiße meiner Füße eine Walzer um andere in der Saal drehe? Doch dabei habe ich so schöne Dinger hier. Hundedreck am Autoreifen, gibt beim Bremsen braune Streifen. Nee! Was haben wir denn noch? Das nächste ist auch nichts für euch. Sagen Sie mal, meinen Sie vielleicht, mich fürchte euch vor sich? Ich habe extra ein Gastspiel im Ausland wegen Ihnen abgebrochen. Ich komme gerade aus Wesseling, ja. Junge Leute, da habe ich die Unvollendete gespielt. Also da sind Leute zu mir gekommen, die haben gesagt, sie hätten schon oft die Unvollendete gehört. Aber so unvollendet. Ich spiele ja beim Deutschlandlied, so ja, komm mal mit, ja. Heute Morgen jedes Telefon, wer ruft an? Der Westdeutsche Rundfunk. Ich sage, es jetzt, ja, Sette. Großer Meister, was hier denken Sie, heute Abend zu spielen? Ich sage, ich spiele heute Abend am Brunnen vor dem Tore. Sette, Gott sei Dank. Tun Sie das. Da sind Sie an der frischen Luft. Immer noch besser wie bei uns in der Sendung. Ja, sagt man denn sowas? Ja. Also durch den Quiz habe ich einen kostenlosen Weltreis gewonnen. Dabei war die Intelligenzfrage ja nicht schwierig. Worin besteht der Unterschied zwischen dem braven Soldat Schweig und dem Verteidigungsminister? Sag, liebe Quizonkel, das ist doch ganz einfach. Also der brave Soldat Schweig war sehr klug, stellte sich aber dumm. Gut für minger Weltreis, hätt unser Katz minger Frau et ganze Gesicht verschengelet. Der Chef von der plastischen Gesichtschirurgie meint, also das kriegen wir wieder hin. Aber ich muss eine Hautverpflanzung vornehmen und dafür benötige ich Ihre Gesäßhaut. Ich nicke und 14 Tage drauf sah meine Frau genauso schön aus wie früher. Wie ich der Maskenbildner bezahlt hat, meint der Mensch, da hast mir ja 3000 Mark zu viel gegeben. Sag, nee, das mit dem Geld geht in Ordnung. Das ist für das Vergnügen,
dass ich immer zuhören darf, wenn mein Schwiegermo auf Besuch kommt, fällt meiner Frau in der Hals und bützt dann mein Futt ab. War ein heißer Tipp, was? Am nächsten Tag wollte meine beste Freund hier raten, ne dolle Schuss. Für'm Standesamt meint das Frauchen, Schatzemann, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich bin Prostituierte. Das ist doch ja kein Problem, dann gehst du eben in deine Kirche und ich meine. Und wieder zu kommen, ich ab Richtung Sonniger Süden und kaum in Frankreich angekommen, 100 Meter für'm Wallfahrtsort Lucht, hat er so eine Wunderheiler-Singe Stand abgebaut. Kütt einer ob Krücke, fragt der Wunderheiler, mein Sohn, was wünschst du? Seht ihr, ich möchte einmal in meinem Leben ohne Krücken sein. Seht ihr, mein Sohn, geh hinter den Vorhang. Nummer 2, was wünschst du? Seht ihr, ich möchte einmal in meinem Leben einen Satz vernünftig sprechen. Seht ihr, mein Sohn, geh hinter den Vorhang. Andächtige Stille, ruft der Wunderheiler Nummer 1, wirft die Krücken herüber. Zack, zack, kommen die Krücke zu pflegen. Seht ihr, Nummer 2, sprich einen Satz vernünftig, ruft darüber, Nummer 1 ist umgefallen. In Italien angekommen, ich auf das nächste Schiff. Am 3. Abend wollte einer meine Sprachkenntnisse testen und frage ich, was heißt denn auf Thailändisch, meine Mütze liegt auf der Mauer? Ich sage Cap en Amour. Seht ihr, probieren wir mal was anderes. Was heißt denn ungeliebter Parteigenosse auf Französisch? Ich sage La Fontaine. Nee, seht ihr, mit Ihnen hattet heute keinen Zweck. Hab ihn getestet. Ich sag, was heißt denn Freudenmädchenbrot auf Strich auf Italienisch? Wusste nicht. Ich sage Nutella. Kaum wieder daheim in Köln, habe ich einen Theologentest mit einem katholischen und einem evangelischen Pastor gemacht. Ich bin der Katholisch, ich sage Monsignore. Ich habe die Nacht mit einem wunderhübschen jungen Mädchen verbracht. Seht ihr, mein Sohn, zur Buße 100 Mark in der Klingelbügel. Ich anschließend am Evangelischen, dasselbe gesagt, meinte, mein Sohn, zur Buße 500 Mark in der Klingelbügel. Ich sag, Donnerlitsch, ihr seid einfach teuer. Der Katholische wollte nur 100. Ja, seht ihr, der weiß ja auch nicht, wie schön so was ist. Gut, für Eisenheinjagd kannst du mir vielleicht mal erklären, wie effektiv städtische Beamte arbeiten? Sag, hey, da kann ich ja ausrechnen, pass uns auf. Das Jahr hat 365 Tage. Pro Tag brauchen guter deutsche Beamte 8 Stunden Schlaf, macht im Jahr minus 122, bleiben nur noch 243 Tage. Täglich hat er 7 Stunden Freizeit, macht im Jahr nochmal minus 106, bleiben noch 137 Tage. Davon muss man jetzt 11 gesetzliche Feiertage abziehen, bleiben noch 126. Da gehen aber jetzt noch 52 freie Sonntage runter, bleiben noch 74. Man muss aber noch 52 arbeitsfreie Samstage abziehen, bleiben noch 22. Er hat auch noch Anspruch auf 3 Wochen Urlaub, minus 21, bleibt nur noch ein Tag und dann ist ausgerechnet der 1. Mai. Wissen Sie eigentlich, warum im Kölner Rathaus vor den Bürotüren der höchsten leitenden städtischen Beamten Zebrastreifen auf dem Fußboden aufgemalt sind?
Nee, damit die Kriecher nicht von den Radfahrern überrollt werden. Ob der Kulturschock hin ich in Stammkneiperin, rät's an der Thek Stunden eine neue. Ob einmal fing der an, wetten wir um ein Kölsch, das ich mir ins linke Auge beißen kann? Ich denk, das geht nicht. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt er sein Glasauge raus und beißt drauf. Ich hatte verloren. Der hat das Kölsch leer, fing der schon wieder an. Wetten wir noch um ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann? Ich denk, jetzt hast du. 2 Glasauge, das ist unmöglich. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt er sein Gebisse raus. Ich anschließend die Mingewacherin, um Heimweg fährt doch für mir eine der kleinsten Viehtransporter der Welt, ein Streifenwagen. Ja, kennt ihr nicht, vorne 2 Bullen, hinten die arme Sau, die mit muss. Ihr haltet mich an, meint einer von den Beamten, ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben eben einen brennenden Zigarettenstummel am Fenster hinausgeworfen. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Skratowitsch Skroposchon Schork Strowinski. Seht ihr, wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Skratowitsch Skroposchon Schork Strowinski. Seht ihr, na ja, für diesmal will ich normale auch zudrücken. In dem Moment schnuppert er und sagt, haben Sie Restalkohol? Ich sage, keine Bettelei, da ist ein Bütchen, kauft er selbst jetzt. Am anderen Morgen im Zug nach Bonn meint einer, können Sie mir vielleicht einmal den Unterschied erklären zwischen Forschung, Religion und Politik? Ich sage, liebe Junge, das ist doch so einfach. Passen Sie auf. Wenn 2 Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal, ohne Licht, eine schwarze Katze söken, das ist Forschung. Wenn 2 Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal, ohne Licht, eine schwarze Katze söken, die ja nicht da ist, das ist Religion. Da seht ihr was Politik? Ich sage, Politik ist, wenn 2 Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal, ohne Licht, eine schwarze Katze söken, die ja nicht da ist, und einer brüllt, ich Hanse! Wir 2 wollten essen, 2 wollten Ham. Und da kam ein Fleisch und summte uns immer, immer mit Gesicht. Wir starrten uns dumm, das war schwer, und loten nicht hin. Da saß die Obama in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort. Sie war wieder da. Sie summte von weg. Und sie brummte von nah. Her mit Pantoffel, jetzt wieder zu viel. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Wir 2 wollten lesen und da kam die Fleisch und summte uns immer mit Gesicht. Wir falten die Zeitung und machten ein Pritsch. Und wenn die jetzt gibt, dann wird sie ihr Flitsch. Da kam sie von hinten, das Schweine. Mir helfende Hand, ganz konzentriert und alles gespannt. Da saß um dich, drauf mit Gebrüll, ja, da war sie verschwunden und alles war still.
Komm, saßen wir wieder, hat wieder die Pflicht. Bin ich zu schnell? Moment. Sie lebt ja noch. Moment. Und summte uns immer mit Gesicht. Jetzt krähte wir Wut, das Sessel flog mir rannte wie Wilde im Zimmer herum. Mir wurfte mit dem Schluffe de Uhr von der Wand. Wir haben uns am Ofen et Pfütsche verbrannt. Vom Tisch fehlen das, von der Oma der Brill, ja, da war sie verschwunden und alles war still. Wir waren Schachmatt, ne, wir waren wir fertig. Von der Jagd noch der Fleisch, denn die summte schon wieder immer mit Gesicht. Sie flücht hin und her, summt ohne Verdruss, genauso als Lasse und zwei auch noch us. Mir nahmen dort die Schwuft und der andere war jung, der andere hatte ja doch noch nicht gekannt. Wir zwei hingen her und wurften uns hoch, die Fleisch war kaputt und wir zwei sind jetzt fort. Sag, was ich dir sagen will, mir ist doch dies da gleich Malheursche passiert. Stell dir uns für, ich will meinem Kleinen erklären, wie mit Messer und Jaffe gegessen wird, ne? Ja, das ist doch schön, ne? Hör mal ob mit schön, du, dabei habe ich ein Messer verschlickt. Du hast ein Metz verschlickt? Ja. Der hat ein Metz verschlickt. Jetzt ist meine Jose. Ach nee, ich kann nicht mehr. Sag, das ist gefährlich, weißt du das? Ja. Hast du doch schon jetzt den Finger in der Hals gedauert? Frag mich nicht. Alle 5 waren es darin gefröselt. Hast du einen großen Schnüss, du? Ist da jetzt alles klar? Überhaupt nichts ist klar. Meinst du vielleicht, ich schwöre an das Messer gekommen? Nicht die Gumme? Nee. Das Metz? Nee. Ist nicht die Gumme? Nee. Nicht die Gumme. Hast du dann schon jetzt nichts Nutzjus genommen? Du meinst wohl Rizinus? Ja, nimm es doch nicht so genau. Du, da habe ich eine halbe Flasche von getrunken. Ein halbe Mein Flasche? lieber Mann, du, kann ich dir sagen. Was meinst du, was die erlebt Dann haben? ist doch jetzt alles klar, ne? Überhaupt nichts ist klar. Alles andere ist gekommen, bloß das Messer nicht. Nicht die Gumme? Das Metz. Nee. Ist nicht die Gumme? Ist nicht die Gumme. Wirst du wahrscheinlich ein neues Metz kaufen müssen, wa? Ich bin ein internationaler Künstler. International? Ja, ich bin ein Container. Ja. Ein Container? Ja. Du meinst doch wohl einen Entertainer, nicht? Was für ein End? Einen Entertainer. Ach, du Jäger, als ob du Englisch kennst, Jäg. Ja, keine Ahnung, du ey. Ich keine Ahnung. Ich muss wieder üben, ich war schwer krank. Du warst krank gewesen? Ja, schwer. Ich habe mir gesessen wie gelegen, ja. Ja, und wie geht es dir dann jetzt? Im Moment geht es immer Serbisch. Serbisch. Also eine Abkürzung. Und was heißt das? Serbischissen, aber da ist ja keine Ahnung. Sie hören sich ja hier, die Führerschein so rat wieder fort. Ach, die war schon öfters weg. Wir waren weg, dann wieder kriegen.
Da war er weg. Ja, und? Nein, wieder Krähe. Aber jetzt ist er für immer weg. Gott sei Dank, immer das hin und her, da war ja schon kriminell, war das, ne? Wieso war das dann kriminell? Das war schon gut verdächtig. Warum dann? Ja, was meinst du, wie oft ich morgens im Auto gesessen habe und haben gedacht, hast du jetzt einen Führerschein oder hast du keinen, ne? Ja. Na ja, hat aber was Gutes an sich, ne? Warum? Ich bin am Führen. Wo bist du am Führen? In Flensburg, du ey. 130 Punkte, das ist Zeug. 130 Aber nicht zu schwer, du, ehrlich. 130 Punkte. Ja, schau jetzt mehr Punkte wie der FC Köln, weißt du das? Ja. Spiot. Ja. 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 So, hören Sie, weswegen hast du dann die Punkte gekriegt? Wegen einem Geisterfahrer haben sie mir doch den Führerschein abgenommen. Wegen einem Geisterfahrer? Wegen einem Geisterfahrer, so ein wie du, der fuhr und fuhr und fuhr. Ja, was hast du da mit dem Geisterfahrer zu tun? Nix. Absolut nix. Und wegen dem Geisterfahrer haben sie dir den Führerschein abgenommen? Ja, wegen dem Bier kannst du mir den Führerschein abgenommen, ja. Ja, warum dann? Ja, der fuhr auf der Autobahn. Ja. Der fuhr so langsam. Ja. Dann habe ich den überholt und das darf... Aber das hätte ich mit den Beinen los. Ja, ich will doch sagen, wir sind die Füße geschlafen. Die Füße eingeschlafen? Ja, wir sind die Füße geschlafen. Die schnarchen aber nicht, ne? Hast du das öfters? Das habe ich schon öfters. Dass du die Füße einschlafen? Ja. Müsst ihr mal ruhig sein, sonst werden sie wach, ne? Kein bisschen sexy, das Ei, ne? Kein bisschen. Überhaupt nicht sexy bist du. So, hören Sie, ich bin doch Belulbi jetzt richtig an. Bist du dann sexy? Ich bin schon mehr wie sexy, ich bin schon Siebi. Bei dir ist doch überhaupt kein Leben drin. Bei mir wird kein Leben drin, du. Du bist wie eine Dude. Wieso das dann? Wie ein Toter. Jawohl, überhaupt kein Leben drin, ehrlich. Richtig Ei. Kein Leben drin. Bist du schon lang Dude? Du stinkst alt, weißt du das? Excuse me. Du Ei. Aber schöne Zähne hat der Bursche. Doch, er hat schöne Zähne. Hanni auch. Er hat der, ehrlich. Hör mal, Oh, die ja. Zähne, die du hast, ne? Ja. Kriegt man die auch in weiß, die... Excuse me. Ach ja. Alles vom lieben J. Das habe ich alles vom lieben J gekriegt. Auch da die eingeschlafen Füße, da die... Auch die eingeschlafen Füße. Ist das alles vom lieben J? Das ist alles vom lieben J. Mein J. So wie die jetzt aussieht. Ist das alles vom lieben J? So wie ich jetzt aussehe. Oh ja. Jo, das ist weiß. Ja, wieso das dann? Ja, da kann man bei dem auch nichts mehr bestellen, ne? Du Ei. So, hören Sie, und das Ei, das verbete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Eimi. Ist dir das jetzt klar? Nimm mir Ei. Nee. Zimmermann. Ja. Geh Eimi. Zimmermann. Ich bin dran der Futze. Zimmermann. Zimmermann, für das Ei. Herr Zimmermann, früheres Ei. Darf ich noch einmal Ei sagen, ja? Nee. 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 Nimm mir Ei. Nee. Stimm mir aus dem Paddelboot mit, ja? Nee. Nimm mich. Nee, ich will es nicht. Okay, einmal mich. Nee, ja, kein Mami. Nee. Okay, geh mal einmal mich. Nee, ja, kein Mami. Nimm mir Ei. Nee. Ja, dann frohe Ostern, komm. Hey,
Im Stadion, da knubbelten sich die Menschen, da war ja los. Da wurde sich gekloppt, am Boden gewälzt, et laufen ein paar in der Jas. Wir liefen dahin und wir wollten nicht sinn und wir gräzen dann da für die Bier. Ob einmal geschreit, da kommen noch zwei, ja, und dann das waren wir. La 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 la. Ach, noch so. Was ist das dann? Der Takt. Jetzt bist du mal ruhig. Also für diejenigen, die noch nicht wissen, warum ich so schmal bin, Applaus ist das Brot des Künstlers. Auf der Fahrt nach hier wurde mir von einem Schutzmann angehalten. Er meint, für meine Brüder steigen sie aus, wir machen eine Alkoholprobe. Sette prima, in was für eine Kneipe fangen wir an. Also mein Bruder, der ist ja so faul wie unsere Hahn. Wir hatten so einen faulen Hahn, der krähte morgens nicht. Der wartete immer, bis dem Nachbar seine Hahn gekräht hatte und nickte dann nur mit dem Kopf. Mit meinem Bruder zusammen war ich auch in Urlaub. Wir hatten ein herrliches Wetter. Wir mussten uns 3-mal am Tag einölen, damit der Regen besser ablief. Und wir waren ja so preiswert untergebracht. Nur der Wirt, der war so kniestig. Der hatte Tassen mit aufgerautem Boden. Damit die Gäste meinten, sie hätten schon Zucker drin. So kniestig die Woche in der Bar hatten sie 2 Kapelle. Ein det der ganze Abend nicht spielen. Ich sage für den Wirt, was soll das dann? Ja, seht ihr, wir haben doch Gäste, die nicht tanzen wollen. Mein Bruder wollte unbedingt abnehmen. Er meint für mich, wann nimmt man eigentlich die Diät? Vor oder nach dem Essen? Kaum hat der Bund abgenommen, wollte direkt Leichtathlet werden. 3 Springer. Jetzt söken noch 2, die mitspringen. Das ist ein Typ. Let's komme bei mir, stell dir vor, gestern Abend war ich auf einer Party, da wurde der Pudding mit goldenen Löffel gegessen. Ich sage, zeig mal. Das ist ein Typ. Jedes Mal, wenn er sich von mir verabschiedet, sagt er, grüß deine Frau schön, wenn du zu Wort kommst. Das muss der sagen. Ich muss riefen mich an, sagte, stell dir vor, gestern Abend ist mir meine Frau mit meinem besten Freund durchgebrannt, wer immer es auch sein mag. So, das sagst du mir jetzt ich. Ja, sagte, die Vermisstenanzeige gestern Abend, die hat mich so lange aufgehalten. Sag, wieso das dann? Ja, sagte, der Schutzmann wollte von meiner Frau unbedingt eine exakte Beschreibung haben. Also es war 3 Uhr morgens, als wir aufhörten zu lachen. Das ist ein Weib. Die ist ja so misstrauisch. Die ist so misstrauisch, der ihre Augen beobachten sich gegenseitig.
Das ist ein Weib. Die war als Kind schon so hässlich, beim Versteckspielen haben wir die nie gesucht. Fünf Tage vor der Trauung wurde der Pastor krank. Bin ich am Arzt, ich sage, ist es schlimm? Sagt er, halb so schlimm. In 2 Tagen ist der Herr Pastor wieder auf den Knien. Also, es war eine furchtbar feierliche Trauung. Bis an die Stelle, wo mein Bruder, der Pastor, fragte, für wie lange, sagten Sie? Und die zwei, die sind ja so praktisch. Die haben ihr Haus ganz alleine selber renoviert. Ich hatte die Bauleitung. Also mein Bruder wechselte 7 Scheiben aus, bis er dahinter kam, dass seine Brille einen Sprung hatte. Ich habe ihm einen Farbtopf und sag, streich doch schon mal die Fenster. Nach 3 Stunden Güte wieder sagte, sollen die Rahmen auch gestrichen werden. Jetzt arbeitet er beim Straßenbauamt. Der malt der Mittelstrich auf der Straße. Nach 3 Tagen wollte das Geld haben. Der Kassierer meint, was haben Sie dann gemacht? Am ersten Tag haben sie 100 Meter geschafft. Am 2. 40 und am 3. nur 10 Meter. Schlafen Sie langsam in? Mit meinem Bruder, Sie sind gut. Der Weg zum Farbtopf wird immer weiter. Zum Abschluss noch eine wahre Begebenheit. Ich mache das ja nicht immer hier, ich habe auch einen anständigen Beruf. 10 Jahren immer noch keine Gehaltserhöhung. Ich sage für meine Frau, das hört auf. Wir laden den Chef nach Haus ein und da kriegt der tüchtig happy und da läuft er mit der Gehaltserhöhung. Sagt, du bist bestuss. Wir fressen wochenlang Linsenzupp und der Güttingen Aal und willen Jans. Ich sage, nee, pass auf, wir machen es so, als wenn man Jans hätte. Wenn der dann da ist, lässt in die Küche fallen, küssen das Wohnzimmer und sagt, Gottes Willen, mir ist der Jans in der Mülleimer gefallen. So wie ich den kenne, sagt der dann, Frau, recht euch nicht ob, was hat er im Hus? Und das ist der Linse und da ist er auch mit Linsenzupp zufrieden. Der Abend kütt, ich sitze mit meinem Chef im Wohnzimmer, ob immer eine Krach in der Küche. Meine Frau kommt ins Wohnzimmer reingestürzt, kriegt überhaupt keine Tone raus. Ich sag, dir wird doch wohl nicht der Jans in der Mülleimer gefallen sein. Sagt sie, nicht der Jans, aber der Linsen. Nicht alles, was sich reimt, ist ein Gedicht. Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht. Du lachst, du singst und du wanderst, jede Jäg ist anders. Ich für Medelbrat stöz und klav, der arme Dövel. Köln, Alaf. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, hallo Freunde der Blauen Partei. Zunächst einmal darf ich Sie im Namen der Partei sehr herzlich begrüßen und ich freue mich, dass Sie zu dieser Schluckimpfung gekommen sind. Gleich zu Beginn mal eine ganz wichtige Frage. Sind Sie alle gut drauf? Ja, wenn nicht, machen Sie mal ein EKG. Enzian Korn Gin. Sie werden sehen, binnen kürzester Zeit sind Sie wieder voll da.
So, liebe Mitblaue, jetzt sage ich Ihnen mal zuerst, worüber ich nicht rede. Zum Beispiel übers Finanzamt. Das Bermuda-Dreieck der D-Mark. Darüber verliere ich hier kein Wort, liebe Schwarzkassenbesitzer. Ich will Ihnen gerne sagen, was mein Steckenpferd ist. Und wen ich verehre, das ist Gorbatschow. Dieses Zeug schmeckt einmalig gut. Wem schaden wir denn mit unserer Fröhlichkeit? Ich stehe auf dem Standpunkt, wer Karneval feiert, packt kein Gewehr an. Hochverehrte Regierungskritiker, angepasste Kopfnicker und Ja-Sager, liebe Machtwächter. Ich habe es von Anfang an gemerkt, Sie interessieren sich für Politik. Ich finde das herrlich. Warum streben Sie nicht auch mal ein Bundestagsmandat an? Bei diesen Verdienstmöglichkeiten. Gut, Sie werden sagen, für diesen Job muss man geboren sein. Das ist richtig. Also, wer nicht geboren ist, für den hat es ja keinen Zweck. Aber mal Spaß beiseite, liebe Kontenüberzieher. Brauchen Sie doch nicht rot zu werden. Sie alle kennen das Sprichwort: Spare in der Schweiz, dann hast du in der Not. Wenn Sie da mehr drüber wissen wollen, kommen Sie mal zu unseren Sprechstunden. Wir sitzen jeden Tag von 6 bis 8 beim Päffchen. Da wird flüssig diskutiert. Und noch etwas, was die Damen im Saal interessieren wird. Wir Blauen, wir haben nichts gegen Frauen in der Politik. Im Gegenteil, wir haben ja selbst eine im Vorstand. Müssten Sie eigentlich kennen, Maria Krohn. Ja, die ist bei uns zuständig für innere Angelegenheiten. Und wenn mal wieder gewählt wird, die garantiert uns 38%. Meine geschätzten Damen und Herren, ich wurde hier draußen gefragt, bringst du auch was über die SPD? Liebe Vogelfreunde, ja, was soll ich dazu sagen? Einer, der nichts tut, den kann man auch nicht kritisieren. Ich habe sowieso das Gefühl, bei denen sind die Uhren stehen geblieben. Ich höre immer nur, es ist 5 vor 12. Noch ein kurzes Wort zu den Grünen. Sie wissen, da ist der Spaltpilz ausgebrochen. Ich habe jetzt einen Aushang gelesen, da heißt es, wer ein neues Mitglied bringt, ist 1 Jahr beitragsfrei. Wenn einer 2 bringt, darf er austreten. Bei 3 und mehr kriegt er eine Bescheinigung, dass er nie bei den Grünen war.
Also an Köln-Bonn am Flughafen, das war richtig schön. Da kann man auch wirklich persönlich Leute treffen. Ich habe das Gespräch von 3 Piloten belauscht. Waren Amerikaner, ein Franzose, ein Italiener. Und der amerikanische Kollege sagte, well, liebe Freunde, wenn großer Nebel über New York, ich lande nach Gefühl. Mag ich den Landeanflug, die Fenster runter, der Arm raus, die Freiheitsstatue fühlen, der Arm rein, die Fenster hoch, landen. Sagt der Franzose, bei mir ist das ähnlich, wenn großer Nebel über Paris, ich lande nach Gefühl, mache ich den Landeanflug, die Fenster runter, der Arm raus, der Eiffelturm fühlen, der Arm rein, die Fenster hoch, landen. Ja, seht die Italiener, wenn große Nebel über Italien, ich lande nach Gefühl, ist ja klar gesehen. Landeanflug, Fenster runter, Arm raus, Arm rein, Fenster hoch, landen. Wie sagt der Franzose, nix fühlen? Nix, seht die Italiener, Landeanflug, Fenster runter, Arm raus, Arm rein, Fenster hoch, Uhr weg, Napoli. Geschichten, die ja kein Mensch glauben kann. Wir als Zuschauer sollen die akzeptieren. Jetzt haben die letzten Freund von mir gefilmt. Mein Bekannter ist Italiener, heißt Salvatore und arbeitet in der Schreinerei und hat sich vor Aufregung wegen den laufenden Kameras mit der Kreissäge den rechten Mittelfinger abgetrennt, hat ihn in Eis gepackt, ist nach Köln-Meerheim in die Spezialklinik gefahren, zu dem Professor hingegangen und hat gesagt, Professore, per favore, musst du gucken, ist da kaputt der Mittelfinger. Kannst du machen Operationen, was der kostet? Sagt, hören Sie mal, das ist eine schwierige Operation, 20.000 Mark müssen wir da berechnen. 20.000 Mark für einen Mittelfinger, ist es zu teuer, machst du gut, ciao bello. Ist er zu seinem Hausarzt. Hat er gesagt, kannst du machen Operationen? Ohne Mehrwertsteuer? Sagt der Arzt, wir können das schwarz machen, aber 6 Mille muss ich haben. 6.000 Mark für einen Finger, ist mir zu teuer, machst du gut. Ist er zu einem Fuscher gefahren, nach Bonn. Und, ja, einige von Ihnen kennen den, Hat er gesagt, kannst du machen Operationen? Er sagte, natürlich, das machen wir ohne Narkose, 500 Mark bar auf die Hand des Hauses. Salvatore bezahlt, der Arzt ohne Spritze, mit der Nadel 3 Stiche gemacht, alles wieder angenäht. Funktionstüchtig, als er fertig war, ist er mit dem Auto nach Hause gefahren und zufällig hier in Meerheim an der Klinik vorbeigekommen. In dem Moment war gerade der Professor zu Fuß am Weg nach Hause. Also auf derselben Höhe war das Fenster runtergekurbelt und gerufen, Professore, per favore, musst du da gucken, Nächste 20.000 Mark 5. Das sind moderne Märchen. Märchen ist sowas wie Rapunzel zum Beispiel, das wissen die meisten gar nicht mehr. Rapunzel, haben jetzt Wissenschaftler festgestellt, muss auf jeden Fall eine Blondine gewesen sein. Das ist klar, jede andere Frau wäre runtergegangen und hätte die Tür aufgemacht. Und ja, er ist angekommen, ja schön, ja schön. Hey! Ja, Dankeschön, bin sehr schön, dass der Junge mal klatscht. Bedanke mich. Meine Damen und Herren, Sie sehen an meiner unglaublich eleganten Handhaltung, dass ich das früher mal gelernt habe. Ich habe früher auch mal gekellnert in Porz. Bin damals bei uns im Lokal zu einem Herrn hingekommen, sag ich, guten Abend, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ich hätte hier ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Sag ich, Entschuldigung, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Ich ab in die Küche zu unserem Koch, sag mal, haben wir sowas? Sagt er, nee, wir haben nur eins aus Pullheim-Sinnersdorf, aber das merkt er sowieso nicht. Ich nach 20 Minuten hin, serviert, sagt der Mann, Moment, hat den kleinen Finger genommen in den Hintern von dem Hähnchen. Hat gesagt, hör mal, das kommt nicht aus Quadrat Ischendorf. Pullheim, Sinnersdorf. Dann haben sie gesagt, ich will ein Hähnchen aus Ischendorf haben. Ich ab in die Küche. Ich sagte, der hat das gemerkt. Ich mag kein Hähnchen aus Ischendorf. Sagt der Guido, bleib ganz ruhig, wir haben nur eins aus Portswan. Beim zweiten Mal merkt das garantiert nicht. Viertelstunde, selbe Prozedur, kleiner Finger. Seht ihr, hör uns, das geht auch nicht aus Ischendorf. Wann? Zentrum. Verdammt, ich will den Geschäftsführer sprechen, mich beschweren. Ich hab den Chef holen gegangen, eine sehr unangenehme Sache. Am Nebentisch saß ein Betrunkener, der hatte das ganze Spielchen mitbekommen. Ging von hinten zu dem Mann, klopfte ihm auf die Schulter und sagte, entschuldigen Sie bitte mal, können Sie das bei mir auch mal machen? Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Das war
Die Werbung steckt in einer tiefen Krise. Das ist auch klar, so wie die Lügen. Die lügen ja wie gedruckt. Denken Sie mal an Ellen Beatrix, die Care Company. Ellen Beatrix, die Care Company. Ich war letztens da, ich habe keinen mit dem Besen gesehen. Ja, oder vor 4 Wochen, plötzlich fängt das an zu schneien. Das schneit wie Jeck, das hört überhaupt nicht mehr auf. Innerhalb von einer halben Stunde unsere ganze Einfahrt weiß. 15 Zentimeter hoch Schnee, alles weiß, alles zu, alles dicht. Habe ich angerufen bei der Volksbank. Meinen Sie, es wäre einer gekommen? Ein einziger? Von wegen, wir machen den Weg frei. Alles Lüge. Und dann regen sich die Leute ja kolossal drüber auf, dass die Spielfilme ständig durch Werbung unterbrochen werden. Ein Freund von mir hat mir erzählt, er hätte letztens Pretty Woman gesehen. Und gerade in dem Moment, als der Richard Gere sich der Julia Roberts so nähert, so auf 3,4 Zentimeter, und der Gere, der giert schon so, in dem Moment, zack, Werbeunterbrechung. Und da hat mein Freund gesagt, er an der Stelle von Richard Gere, er hätte sich das nicht bieten lassen. Genau genommen war die Geschichte so: Mir hat mal ein Freund erklärt, dass ihn diese Werbung stört. Immer wenn es spannend wird, wenn grad die Dame ihr Negligé verliert, dann kommt Reklame, ihm könnte sowas nie passieren. Und wie um das zu demonstrieren, geht er zu seiner Frau, die grad so dasteht, nimmt sie in den Arm, spitzt die Lippen und da geht sein Handy. Und dann kommen diese Werbeunterbrechungen so plötzlich. Man weiß gar nicht mehr, wann man die Kinder vom Fernseher wegreißen soll. Aber muss man. Werbung ist nicht gut für unsere Kinder. Man merkt das schon, die Kinder sind nicht mehr so nett, wie wir das früher waren. So der letzte Respekt vor den Eltern, der ist irgendwo verloren gegangen. Letzte Woche, meine Frau liegt in der Badewanne, beide Kinder stehen davor und singen: Eine Insel mit 2 Bergen, die da aus dem Wasser guckt, wie 3 dicke Wackelpudding, wie das blubbert, wie das gluckst. Packt die Mama dann noch Planschi rein ins schöne warme Nass, macht das Planschen mit der Mama nochmal doppelt so viel Spaß. Es ist ja, mit Kindern kann man unglaubliche Geschichten erleben. Da war letztens ein Vater mit seinem Sohn in der Sauna. Die kommen wieder nach Hause. Mama schnappt sich sofort den Kleinen und sagt: Und? Waren auch Frauen da? Ja, waren auch Frauen da. Und? Hatten die mehr Busen als Mama? Nö, auch nur 2. Mit kleinen Kindern kann man Geschichten erleben. Ich könnte Ihnen Sachen erzählen. Ich erzähle euch die Geschichte von einer, die ich kenne. Sie kommt morgens in der Glotze, wenn ich meistens noch penne. Da kann man sich noch prima um den Ehepartner sorgen. 9:30 in Deutschland, speziell am Sonntagmorgen. Doch dann wird man gerade von der Kinderschar geweckt. Meine Frau macht die Glotze an, pädagogisch korrekt. Da ist noch mal eine halbe Stunde Ruhe im Haus. Sie steht vor mir im Negligé und sagt: Hier kommt die Maus. Heutzutage muss man froh sein, wenn man überhaupt noch einen Werbevertrag kriegt. Es gibt ja viele Firmen, die machen überhaupt keine Werbespots mehr. Die sagen, es lohnt sich nicht, die Leute regen sich bloß drüber auf. Wir müssen die Werbung viel subtiler angehen. Und da in diesem Sommer ein Lied gegeben, da haben wir alle gedacht, das wäre Spanisch. Das war kein Spanisch, das war eine versteckte Werbebotschaft. Das kriegt man am Anfang gar nicht so mit, aber plötzlich ballert sich einem das so ins Kleinhirn. Dann kann man schon dran fühlen und dann denkt man sich, Mensch, aber das ist doch überhaupt kein Spanisch. Ich singe Ihnen das mal vor. Ramaletta, Botteram ist alles Margarine, kommen noch 3 Dotter dran und obendrauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine ist zwar nicht so butterzart, ist mehr wie Gelatine. Musst du nicht auf Butterfahrt, ist billig ohnehin. Wird dir mal die Butter hart, dann in der Margarine. Margarine, Backen ist Liebe und Sanella ist Backen. Musst du nur ein bisschen Mandel fein hacken. Ist Rezept ganz so prima mit den Schlacken. Abendstückchen Kuchen kannst du morgens prima. Ramaletta, Botteram ist alles Margarine. Kommen noch 3 Dotter dran und obendrauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine. Sitzt man auf LKW auf großer Suchmaschine, fährt rückwärts Bärchen auf mit der Serpentine. Mit richtiger Ernährung ist ja alles nur Routine. Margarine. Gute Party hatte bei mir nie geklappt. Hatte meine Frau gesagt, ja mal Lappe. Heute sag ich mein Problem, Papa la Pappe.
Mit dem Kuchen auf die Nachttisch mache ich ganze Nacht nicht. Ei, Ramaletta, Botteram ist alles Margarine. Kommen noch 3 Dotter dran und oben drauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine. Wow! Wissen Sie, dass das kein Spanisch war? Dass das kein Spanisch war, habe ich sofort gemerkt. Ich kann ja Spanisch. Ich kann auf Spanisch ein Bier bestellen. Spanische Bierbestellung heißt Cerveza. Cerveza. Klingt wie Wasser, aber ist Bier. Ja. Sie müssen sich in Spanien also einfach in ein Restaurant setzen und bestellen un cerveza, por favor. Außer auf Mallorca. Auf Mallorca müssen Sie bestellen un cerveza ohne Schaum. Un cerveza ohne Schaum. Mit Schaum gibt's da nicht. Ja. Und der Kellner guckt dann zwar ein bisschen blöd, aber Sie sind nicht enttäuscht. Ich kann das auch auf Italienisch. Auf Italienisch heißt die Bierbestellung Funghi al tonno. Funghi al tonno. Pilz vom Fass. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bei uns um die Straßenecke, da ist ein Italiener. Ja? Bei uns um die Straßenecke ist ein Italiener, das ist meine Stammkneipe. Da bestelle ich immer Funghi al tonno. Kurz vor Weihnachten war ich noch da. War sehr schön. Mein Wirt hatte Produktneueinführung. Es gab Kölsch 2 in 1. Kölsch 2 in 1, das ist Kölsch und Korn in einem. Das wirkt. Da geht's am Jägerzaun nach Hause. Und zwar unten. Und ich stehe noch so am Tresen und überlege noch so bei mir, Mensch, was hatte meine Frau gesagt? Hatte die gesagt, geh noch bis 12 in die Kneipe, trink noch 2 Bier? Oder hatte die gesagt, geh noch bis 2 in die Kneipe, trink noch 12 Bier? Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste es nicht mehr. Und als ich fertig war mit Überlegen, war es 3:30. Ich aber sofort nach Hause, am Jägerzaun, unten. So 3:30 bin ich aufgebrochen. 7 Minuten vor 4 biege ich in unsere Straße ein. 7 Minuten vor 4 und da sehe ich, meine Nachbarin liegt noch im Fenster. 7 Minuten vor 4. Die liegt immer im Fenster. Wenn ich komme, immer. Das ist so ein Typ Frau, bei der muss der Hintern schwerer sein als der Kopf. Sonst fällt die beim Tratschen aus dem Fenster. Das ist ein Aas, das Weib. Die hat heute Mittag ihren Ehemann verprügelt, aber wie? Die hat dem was kommen lassen. Mit der Gardine hat die den verhauen. Mit der Gardine. Das tut weh, die hat die Sato-Gardinen, die mit der Holzkante. Ne? Das ist ein Aas. Wenn die Frau mal stirbt, dann steht auf dem Grabstein, jetzt ist sie weg vom Fenster. Ehrlich. So 4 Minuten nach 4. Vier Minuten nach 4 biege ich in unsere Straße ein, in unsere Einfahrt. 4 Minuten nach 4 biege ich in unsere Einfahrt ein und da sehe ich im Licht der Straßenlaterne meine Ehefrau in der Haustür stehen. Oh. Und die hat so einen Besen in der Hand. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und in dem Satz muss alles drin sein. Da muss drin sein, dass ich die Ehe für die wichtigste Institution des 20. Jahrhunderts halte. Da muss drin sein, dass ich meine Frau abgöttisch liebe. Und das geht noch. Da muss vor allem auch drin sein, dass ich fast noch nüchtern bin. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und ich setzte meinen Weg die Einfahrt entlang fort. 6 Minuten nach 4:30 lag ich ihr zu Füßen. Wir haben eine sehr lange Einfahrt. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und der Satz muss wohl überlegt sein. Denn ich habe im Moment mit meiner Frau so ein bisschen atmosphärische Störung. Wir sehen manche Sachen einfach zu unterschiedlich. Zum Beispiel, meine Frau schläft am liebsten in einem gut gelüfteten Schlafzimmer. Ich schlafe am liebsten in der vollgequalmten Kneipe. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und ich sagte,
Liebling, willst du fegen oder wegfliegen? Ich wünsche, ich wie ein Mus. Das ist das Einzige, wo meine Frau Angst für hat. Die haben mich bei dem Burenblättchen in den Vorruhestand geschickt. Seht mir droht. Jetzt hast du endlich mehr Zeit, dich um unseren Burenhauf zu kümmern. Gütt mir Enkelchen aus der Schule und hatte Zeugnis. Nur einser. Außer in Religion. Da hatten 6. Sag, wie kommt das? Das weiß ich nicht, Opa. Sag, ich fahre morgen früh mit dir bei Pastur. Ich am anderen Morgen mit dem bei der Vikarius gefahren. Ich sage, hören Sie mal, Merkwürden. Mein Enkelchen hat nur eins im Zeugnis. Außer in Religion, da steht eine 6. Wie erklären Sie mir das? Sagte, passen Sie mal auf. Der wusste noch nicht mal, dass Jesus tot ist. Sag, jetzt passen Sie ins Jod ab. Wir waren ein paar Kilometer am Dörrberus, wir wussten ja noch nicht, dass der krank ist. Wie wir wieder heimgefahren sind, kommen wir durch das Feld, sitzt da ein riesen Ochsenfrosch um Weg. Ich halte an, kriege mir der, setze der vorsichtig in die Straße rauf. Seht ihr, du hast einen Wunsch frei. Sage, wenn das so ist, hätte ich gern, dass meine Hunde so Hunderennen gewöhnt. Seht ihr, kann ich den mal sehen? Ich mache die Klappe an dem Auto ab. Liegt da meine 15-jährige Basse. So einen fetten Ballisch und so einen kurzen Bein. Seht ihr, das übersteigt meine Kräfte. Hast du nichts anderes? Sag, dann hätte ich gern, dass meine Frau uns Schönheitskönigin wird. Seht ihr, kann ich die mal sehen? Ich mache die Beifahrertür, ob der schlägt die wieder zu. Seht ihr, kann ich den Hund noch mal sehen? Dann haben wir angefangen zu renovieren. Und weil wir kein Geld mehr hatten, haben wir das gepachte Land verkauft. Wir haben die jetzt so eine Brunnen gebaut. Wie ich 10 Meter in der Erde war, ist meine Knecht das Schläferbrett da drin gefallen. Ich habe einen Strick geholt, ich kann mich nicht festhalten, ich habe beide Hände gebrochen. Sage, das ist kein Problem. Ich mache eine Knüttel in den Eng, der nimmst in den Mund, dann trecke ich die Schuhe. Je Mädchen dann, der Biesuch mit seinem Kavallerie geböst so. Ich bin der am Trecken. Ich sind der auch komme. Sage, klappet, ja. Wie wir mit der Stallung fertig waren, könnt mich ein Amerikaner besuchen. Ich jan mit dem in der neuen Kuhstall. Der guckt sich um, sagt, hier sind ja gar keine Fenster drin. Sag, das brauchen wir auch nicht, das ist alles aus Sichtbeton. Es war alles verchromt. Automatische Melkmaschinen, Fütterungsanlage, Entsorgung, das ist Wahnsinn, das haben wir in Amerika noch nicht, aber unsere Kühe sind größer. Ich komme mit dem in der Saustall, seht ihr, was sind die Schweine so sauber? Sag, das ist alles aus Waschbeton. Alles verchromt, automatische Fütterung, Entsorgung, das ist Wahnsinn, das haben wir in Amerika noch nicht, aber unsere Schweine sind größer. Ich komme wieder raus, steht da meine Esel auf der Weg. Ich kriege einen Platsch und schlage die Dämpfe für das Schlotte.
Seht ihr, was machst du denn jetzt? Ich sage, die verdammte Kaninchen, die fressen uns das ganze Gras weg. Guckt mir einen Nachbar an. Seht ihr, ich hab mir eine neue Kuh gekauft. Sag, bist du dann zufrieden? Seht ihr, hör mir ja auf. Sag, was das hier, die kein Milch? Seht ihr, doch 30 Liter am Tag. Aber immer, wenn ich mit dem Bullen in den Stall komme und die sieht den, saust die aus ihrer Box in die äußerste Ecke vom Stall, steckt ihren Hintern in die Ecke und bewegt sich nicht mehr. Sag, hast du die Kuh in Hannover gekauft? Seht ihr, woher weißt du das denn? Ich sag, da ist meine Frau auch her. Kütt meine Frau verjangene Mond? Seht ihr, du musst mit unserem Bullen mal zum Veterinär gehen, der kann kein Wasser mehr lassen. Schau mal, der an der Strecke kriege, bin mit dem noch Köln geschläft. Ich komme auf den Nümer, treffe einen Kollegen, sagt, wo ist? Ich sage, ich muss noch zum Tierarzt, das fehlt kein Wasser mehr los. Sagt, da kenne ich einen Trick. Ich sage, wenn das funktioniert, ja, mir das Geld versuchen, was mir droht, mir mitgejagt. Der guckt dem in die Ohren, rüsselt dem am Kopf, biest dem in die Uhr und schon lebt. Ich bin mit dem in der Altstadt in der Strickstrumpf gegangen. Ich hatte 10 Bier im Kittel. Da morgens noch im Klo. Steht da eine alte Opa neben mir, der war am Kümen. Sage, klappt nicht. Seht, ich kann kein Wasser mehr lassen. Sag, da hätten wir gerade in einen Trick gezeigt. Seht ihr, wenn das funktioniert, kriegst du Bier und eine Körnchen. Sag, dreht ihn so rum. Ich dem Sheriff in die Ohren geschaut, am Kopf gerüsselt, in das Uhr gebissen. Sagt, jetzt ist es noch hingelassen, Junge. Sag, du musst entschuldigen, da habe ich in das falsche Uhr gebissen. Wie ich wieder nach Hause komme, ist mich wie ein Mo gestorben, ein herzensgutes Mensch. Ich kann in der ihr Stoff machen, Kommod, ob Liter Kaffee steht drauf für meine Beerdigung. Ich mache da ob sind da 5.000 Mark drin. Ich mache die nächste Lad, ob Liter Kaffee für meine Beerdigungsfeierlichkeiten. Ich mache da ob sind da 7.000 Mark drin. Ich mache die letzte Schublade ab. Liter Kaffee steht dort drauf für einen wunderschönen Stein. Ich mache das ab, sind dort 10.000 Mark drin. Jetzt seid uns ehrlich, ist denn nicht schön? Ich will dich jetzt Quatsch und erzählen, doch leider vergeht die Zeit viel zu schnell. Ich muss wieder fahren, sieht man nicht Gott, der Bauernreporter, der ist wieder fort. Allah. Bravo. Fast laufen zusammen. Ich stamme aus einer Blumenehe. Meine Mutter ist verwelkt und mein Vater ist verduftet. Ich bin ja auch so schön. Überall, wo ich hinkomme, bleiben die Leute stehen und staunen. Gestern können Sie auch verstehen und seht, tu's Nelchen. Hier hast du 300 Mark, fährst du morgens nach Köln. Sag, wie könntet? Die Gemeindekassen sind doch so leer und ich krieg dort 300 Mark. Ja, seht ihr, das ist es so. Morgen kommt die Kommission
unser Dorf soll schöner werden. Da wäre es besser, wenn du nicht im Dorf wärst. Wenn ich Spaziergang durch den Park läuft, hat immer ein junger Mann hinter mir her. Jan, ich langsam, geht ja auch langsam. Jan, ich schnell, geht ja auch schnell. Han ich mir da den Zieg angelurt, bin ich stehen geblieben und han ihm gefragt. Hey, du Doll. Warum läufst du schon die ganze Zeit hinter mir her? Ja, seht ihr, wie ich die Chef von vorne sehe, kann ich das auch nicht verstehen. Wären sie allein in Urlaub gefahren. Wie so ein paar Tage weg war, krieg von uns Tochter einen Brief, steht da drin. Liebe Mutti, gestern Abend war hier so ein schlimmes Gewitter. Ich hatte solche Angst, dass ich bei Minna ins Bett gekrochen bin. Aber Papa muss noch mehr Angst gehabt haben. Der war nämlich schon vor mir drin. Zum meiner Geburtstag habe ich auch ein Fete gehalten. Morgens klingelt es. Ich im Negligé an die Tür, steht da der Postbote. Hoch, seht, da hat's denn Feier, ist es dir was spät geworden, wie war es denn? Ja, sag ich, am Anfang war es ja jetzt langweilig, aber nachher ging es. Zuerst kriegten die Männer die Augen verbunden. Die Frauen mussten sich nackt ausziehen. Und die Männer mussten eine Frau suchen. Hoch, seht es schön, da wäre ja wie ihr bei gewesen. Sagt, das kann ich verstehen. Dann kriegte die Frau die Ohren verbunden. Die Männer mussten sich nackt ausziehen. Und die Frauen mussten einen Männer suchen. Hoch, seht es schön, da wäre ja wie ihr bei gewesen. Sagt, das kann ich verstehen, Dinge nahmen so aufgefallen. So, jetzt bin ich am Ende mit meiner Klav. Es tut schnell geht und wünsche ich noch recht viel Spaß. Allah. Vor 999 Jahren war doch diese Stadt, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, Colonia Clara Agrippinensis. Da war die doch schon in der Blüte ihrer Entwicklung. Vor 999 Jahren wurde zum Beispiel die Stadtmauer gebaut. Gut, ohne Flügelauto, das wohl nicht da, alles klar. Ne? Oder vor 999 Jahren stellte Marie-Louise Nikutta ihr zweites Sessionslied vor. Was war zur gleichen Zeit, sagen wir mal, 40 Kilometer rein abwärts, aus einem unbedeutenden Nebental namens Neander machte sich eine Gruppe Bekloppter auf zu einem Picknick an ein Bächlein namens Düssel und gründete dort ein Dorf. Düsseldorf. Oder, ich kann ja nichts dafür, ich habe das ja nie erfunden, ne? Das ist einfach so. Ich meine, gut, man macht, liebe Fastelabendsfreunde, man macht eigentlich über Randgruppen keine Witze, nicht das? Nein.
Hört sich nicht. Oder der Lehrer in der Schule sagt, die Kinder sollen einen Satz in der Grammatik, ne, in Grammatik bilden mit wahrscheinlich und denn. Sagte du, sagt der erste Junge, meine Mama ist in die Stadt gegangen bei der Stadtsparkasse. Wahrscheinlich wechselt sie D-Mark in Lira, denn wir fahren nach Italien in Urlaub. Sagte gut, du. Sagte ein Düsseldorfer, geht mit der Zeitung unterm Arm über den Flur. Ja, Zement, sagt es unter dem Eng. Wahrscheinlich geht er scheißen, denn lesen kann ein Düsseldorfer. Schluss! Aus! Gemein! Bio! Oh, Eier! Das ist doch furchtbar! Nee! Ja, was haben wir das, wa? Das darf man auch nicht überreizen, das sehe ich ja schon ein. Nein, der Mattes Dick macht ja so herrliche Musik, das ist natürlich ein Stichwort. Wir können doch mal was singen, ne? Zum Beispiel, es ist immer so herrliche Lieder, das haben sie ja alle gesungen, da bin ich Schneider, zum Beispiel das Gänselied, ne? Treffen sich zwei Gänse, sagt die eine Gans für die andere, spiel mir das Lied vom Tod. Seht die andere Gans. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin, rück doch stehen und mit bei uns das Tuch mit Vorklippen. Wie war zu Köln es noch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Eh, dass du morgens aufgewacht, war dein Tagwerk schon gemacht. Die Heinzelmännchen aus Rat und Verwaltung haben heute ganz andere Haltung. Da wird verschachert, verkauft und verschoben, mit schwarzen Händen in weißen Garderoben. Ihr tuschelt, ihr mauschelt bei leckeren Bissen. Psst, Kamerad, ich hab Insiderwissen. Und zieht sich in Rot ein paar Aktien rein, ruft prompt ein Schwarzer, du bleibst nicht allein. Sie gründen zusammen bei einem Kölsch oder Pilz die Firma Bietmann und Heugel alias Klüngel und Filz. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Im Märchenwald stacht alles hier Band nach Müngersdorf in das neue Märchenland. Nach 2000 Jahren am See Genezareth scheint es, dass da mal wieder einer aufersteht. Geprügelt, belächelt, überschüttet mit Spott. Nächstes Jahr, da greifen sie wieder zum Pott. Ich sehe die Südkurve sich schon formieren, zur Autobahnbrücke Leverkusen marschieren, zu rufen, wer ist Rainer Kallmund und wer Christoph Daum. Ewald Lienen lebt unseren Traum, er schreibt's auf die Zettel schwarz und weiß, der Jäsberg ist endlich wieder heiß, Ulf Kirsten, wir kommen, übern Rhein werden wir ziehen und dann frisst du die Trikot samt Aspirin. Trapattoni war wieder mal zu Gast, im Märchenwald machte er Rast. Spontan sprach ihn an der gestiefelte Kater, Giovanni, Trainer, Übervater, mal hören dich so gern erzählen, könntest du dich noch einmal quälen, aber nicht als Fußballerifari, sondern diesmal als Trainer von Ferrari. Da nahm der Meister seinen Schal und meinte, Bene, letztes Mal. Bella ciao. Hallo, ist sie klar? Ist diese Auto doch die allerletzte K? Ich immer sage, Eddie, warum kannst du nicht begreifen? Brauchst du für Wechselte 4 neue Reifen? Hatte nichts zu tun mit die Klima und die Wetter. Ist die Ferrari und nicht die Isetta.
Ereignis. Letztes Jahr ein absolutes Muss. Die Sonnenfinsternis am 11. August. Da stund der ganze Märchenwald, wie die Zinnsoldaten abgestallt, dem Mann im Mond wurd Angst und Bang vor der kilometerlangen Brillenschlangen und mitten im Hans guck in die Luft fest, Tom Gerhardt, der Macho mit der Lederwest. Der hat doch gleich rumgemotzt. Super. Glotz, glotz, glotz. Seid ihr bescheuert? Was war dabei schön? Gut. Man kann Düsseldorf 3 Sekunden nicht mehr sehen. Die Düsseldorfer. Alles, was 4000 als Postleitzahl, stand da voll im Neandertal. Die hatten keine Brille auf der Nase. Die hatten so eine braune Brühe im Glas. Ich sage, ihr kriegt voll die Augenbeschwerden. Meint einer, so blind wie wir sind, können wir ja nicht mehr werden. Sonne, Schein, Schein, Schein. Die kam wieder raus, der dumme Schwein. Und als sich der Mund dann anschleicht von links, normal, alles wieder hochgespinkt, voll ergriffen, feuchte Augen von der Schau. Klar, normal. Hat ja geregnet wie ein Sau. Jahr ein, Jahr aus stehen Büttenredner stramm und begehren Einlass in so ein Sitzungsprogramm. Jeder, der 2 Witze kennt, meint, er wäre ein Karnevalstalent. So auch noch ich bei mir gedacht, über die ich so auch schon an der Theke lag. Ich nehme jetzt mi Käppi he und bewerb mich auch uns bei dem Festkomitee. Und sage, hey, Komitee, hallo, alles klar? Ich komme aus dem Märchenwald. Nachwuchsstar. Ich bin voll die coole Type, doch ich hab bisher nur Pech. Und ein Butterblümchen stecke ich schon lang in der Tasche. Moment, nu wat ich mir überlad. Zuerst brauche ne Redner ein Visitekarte. Ne Manager, Faxtelefon ist für den Anfang wichtig. Selbstüberschätzungen Portion und überhaupt nicht kritisch. Bin besser als ne Stelter und der Rumpelstiel. Auch der Super und der Rückzieher mich nicht viel. Ich sammle, wenn ich zu Hause sitz, aus der neuen Revue, den ältesten Witz. Nehmt mich für eure Sitzung, ich kann jedes Loch bestuppe. Ich erzähle dies und das, am nächsten jetzt vom Bau, ich bin so jod. Bar, was han nicht Mut, und ich schlage satt eins ran noch bei der Einschaltquote. Ich bin der da, den ihr schon lange sucht. Ich bin der da, den jeder gerne bucht. Ich bin der neue Karnevalsstern und ich bin